Hallo Herr Jordan. Hallo. Wir machen heute ein Interview zum Thema Effizienztraining. Das haben wir bei Ihnen so Anfang des Jahres, im März oder so, also so vor April 6, 7 Monaten etwa jetzt gemacht. Ja, genau. Das heißt, Sie können schon mit etwas Erfahrung über das Thema sprechen. Ja, das kann ich, ja. Gut. Wie hat es denn bei Ihnen am Tisch und so im Arbeitsbereich ausgesehen, bevor wir das Effizienztraining gemacht haben? Chaos pur. Da ein Haufen, da ein Haufen, da ein Haufen. Und ich wusste, wo was liegt. Aber die Begeisterung am Morgen den Schreibtisch zu sehen war gleich null. Man hat einiges vergessen. Es kamen Reklamationen vom Kunde. Die Angebote gingen länger. Ja, man war selber nicht zufrieden. Und dann haben wir das Effizienztraining gemacht. Ja. Was hat sich für Sie im Wesentlichen dadurch erstmal verändert? Was ist seitdem anders? Man vergisst weniger. Man hat den Schreibtisch zu 95% leer am Abend. 100% wäre gelogen, weil es gibt, ja, der innere Schweinehund siegt manchmal immer noch. Aber man kommt am Morgen rein, ja, man hat seinen Tagesplan, man hat Ordnung, wo was ist. Es ist nicht alles leer, das ist klar, das kann auch nicht sein, sonst bräuchten wir uns nicht mehr, wenn alles leer wäre. Aber es macht wieder Spaß zu arbeiten. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe es Ihnen zwar nicht geglaubt am Anfang, aber ich denke, ich habe bis jetzt eine halbe Stunde im Tag gespart. Wie hat sich das auf die Mitarbeiter ausgewirkt? Sie erleben mich eher etwas relaxed und die Infos, die sie brauchen, kriegen sie schneller und besser. Es ist ja so, Effizienztraining, keine ganz billige Angelegenheit. Jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr danach, hat es sich aus Ihrer Sicht gelohnt, es zu investieren? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt jemand fragen würde, was Sie so über so ein Effizienztraining denken, ob es sich für ihn vielleicht lohnen würde, das auch zu machen, was würden Sie denn so jemandem erzählen? Also ohne dass ich seinen Schreibtisch kenne, würde ich sagen, er soll es probieren. Er soll sich auf jeden Fall mal beraten lassen. Ob er es nachher macht, ist seine eigene Entscheidung. Und wenn ich seinen Schreibtisch kenne, so wie er bei mir ausgesehen hat, dann würde ich sagen, er soll es auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen und war eine gute Sache und ist noch eine gute Sache. Ja. Das sieht Immer noch gut, ne? Sieht immer noch gut aus. Okay, sehr schön.